Hola, esta vez vamos a aprender los pronombres en español y la conjugación de los verbos regulares con terminación -ar. Mit Personalpronomen können wir ein bereits genanntes Nomen ersetzen, über uns selbst sprechen bzw. andere Personen ansprechen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie die Personalpronomen in Spanisch heißen. Aber ich möchte, dass Sie versuchen zu wissen, wie jedes Pronomen auf Deutsch heißt. Bereit? Dann fangen wir an. Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellas, ellos, ustedes. Und? Hat das geklappt? Hier können wir sehen alle Pronomen zusammen, in Spanisch und in Deutsch. Was wichtig ist, usted ist die Höflichkeitsform im Singular und ustedes ist die Höflichkeitsform im Plural. Die Pronomen haben im Plural je eine maskuline und eine feminine Form. Nosotros, vosotros und ellos wird für geschlechtlich gemischte Gruppen verwendet oder für Gruppen nur mit Männern. Nosotras, vosotras und ellas wird für Gruppen mit nur Frauen verwendet. Die Form vosotros, vosotras wird in Lateinamerika, den Kanaren und einigen Gegenden Südspanien nicht verwendet. Stattdessen heißt es immer ustedes. Anders als in Deutsch sind die Personalpronomen nicht immer notwendig. Häufig werden sie weggelassen. Die werden nur verwendet, wenn man eine Person besonders hervorheben will oder um Missverständnis zu vermeiden. Zum Beispiel, él habla alemán y ella habla ruso. Machen wir weiter con la conjugación de los verbos. Alle spanischen Verben enden entweder mit ar, oder ir. Je nach Endung wird unterschiedlich konjugiert. Der Wortstamm bis zur Endung bleibt stehen. Nur die Endung ist verschieden. Hier werden wir lernen die Konjugation von regelmäßigen Verben auf ar. Zum Beispiel hablar. Die Endung ar lassen wir weg und dann bleibt der Wortstamm. Jetzt konjugieren wir das Verb. Achten Sie auf jede Endung auf. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras habláis. Ellos, ellas, ustedes hablan. Nicht vergessen, die Form vosotros, vosotras wird in Lateinamerika, den Kanaren und einige Gegenden Südspaniens nicht verwendet. Stattdessen heißt es immer ustedes. Und so konjugiert man die regelmäßigen Verben auf ar. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie diese Endungen auswendig lernen. Wir sehen uns im Unterricht und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.